Dat Weltwunder wie Klüngelkamps. In Dorp was Kirmes. Eine Kokenbude stond gegen die andere und zwei Schäskes wöhnen da. Et leib so voll ob die Straßen, dat man sich nicht drein noch weggen konn. Und da wie an allen Ecken und Enden ein Kriölen es unwies. Vater, Schulte Püste und Studiosus Steffen satten noch die Homies bineen und drünken sicken halben. So Kirmes, sagt Vater, ist doch recht bläsierlich. Und wenn nicht wegen Möhne dann satt ich mir um meine ollen Tage noch in Schäsken. Dumm durch, lache de Schulte Püste. Aber dat junge Volk is nicht herunter zu schlauen, wenn Kirmes is. Wat gelte Wette? Steffen schlug oben Tisch. Dann mag ich für Nommerdach die halbe Kirmes lierig und lot sie alle noch Klüngelkamps hinkommen. Und dat rein Süß, ja, sie sollt noch Kälte to bezahlen. Vater werde mit beide Hände. Nee, du meckst us Uhlenspeigelerie und dat meck Möhne rein dull. Und ich motte dann verbüßen. Wat ich die sech ne ganz unschuldige Sack und bringt noch Geld in. Wenn die Schulte dein Mark wettet, dann zahl dat Geld een mit den annen de Pastor hem. Und sast sein, damit gif sich Möhne auch zufrieden. Sal Gellen, du Schwernauts Kerl, reib Schulte Büste, nu sink aber doch nie schierig. Steffen stond up. Kommt mit, et is gerade die rechte Tiet. Boll no her, stonden Krautenhaupen Lüde für dat Wäldshus. Und bom ob de Trepp stond die dicke Herd, wat die Polizei is, mit de Kraute Schell. Ich haut sich in halben herunne, sich de Kerl an zu fürchten, lude gewöllig mit sine Schell und funkt dann an zu bölken, so hall es sie konn. Heute Nachmittag, Punkt 4 Uhr, wird auf Klüngelkampshofe ein großes Weltwunder gezeigt. Eintritt kostet 5 Pfennige. Trinken ist umsonst. Wer mit dem Weltwunder nicht zufrieden ist, bekommt sein Geld auf Verlangen zurück. Dat gaffen Lachen ob alle Sieten. De willt us öven. Nee, et is echt, reibt Hiert. Ich konnte nicht hin. Ich abbat, man kann ja sein Geld wie kriegen. Jo, ich konnte auch hin, trinken hätt man Süß. Donne bessen damit wie alle hinkommen. Die Burs soll da wann bleiben. Wann ist diet? Passt up, reibt Hiert. Und trank sich wie ein Haufen. Ich rupp noch einmal ut. Also aufgepasst. Heute Nachmittag. Hat den Hals recket und kann's verwündet durch Fenster kicken. Nu kiek doch es wat dorn Lüde kumt. Alle von der Kirmes. Men, wo will die hin? Kindes, die kumt ja alle in ussen Kamp und ob usse Husto. Was soll dat bedüden? Vater und Steffen kneselen sich an. Und da haben Möhne et fortsweg wat los was. Hi Uhlenspiegels, dat hebt hi wie upstellt. Is man in sin egen Hus nicht mehr sicke. Aber ich lot kindes hier in Hus. Ich schnut alle Dörren to. Ich will doch es sein. Still, Möhne, sagt Steffen. Dies sagt kein Mensch in die Kürke kuhm. Sie men ruhig. Sie hort öwen Hof und kumt höchstens ob de der. Kum wie mürt de Honneurs marken und de Lüden Empfang niem. Die beiden können Rut und leiten Möhne in ihren Ärger trüch. Bummelsmöhne lag halb beschworget in Kanapee und nahm sich in ihren Schreck zwei beschüten Maul. Der ganze Hof stond voll. Voran schulte Büster. Söfst die ollen Möhes han sich ob'n Badmarkt mit de kleinen Blagen ob'n Arm. Dat wassen Schräpen und Lachen und Denksten, dat man sin Wort nicht verstoren kann. Allo, nu mag voran, reibt schulte Büste. Steffen steh auf ne Schufkor und fang an. Verehrte Herrschaften. Wat hef ich secht? Herrschaften hef ich secht. Ich danke Ihnen, dass Sie sich so zahlreich eingefunden haben. Nun soll die Wunderkiste auch sogleich gedeichselt werden. Das versprochene Wundertier befindet sich auf der Diele, hier ob der Derle. Am Eingange wird mein lieber Onkel das Eintrittsgeld erheben und ich selber werde mir die Ehre geben, das Wundertier vorzuführen. Es ist nämlich eine Kuh. Wat reiten der Mös? Ne Kuh? Will ich aus Öven? Diese Kuh, fängt Steffen wie an, ist nicht wie andere Kühe. Diese Kuh ist einzig in ihrer Art, noch nie dagewesen, ein wahres Weltwunder, eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges.
Kurz und gut, diese Kuh hat den Schwanz vorn und den Kopf da, wo andere Kühe sich die Fliegen wehren. Wat reiten de Mös wir? Steht für und Koppechte, dat mot ja ein Düvelstier sien. Also bitte, meine Herrschaften, treten Sie ein, Kinder sind frei. Vater stond an der Niendör und holt sie ne Kipp up. Männige een drückte sich so dran vorbei. Aber duurde doch nicht lange, da heiß he bi noch ganz voll von 5 Pennige. Allerdings würden auch eine Portion 2 Pennige dazwischen. Nu stondert ob de graute Dielle Kopf an Kopf. Een Eck van Kostal was mit Lakens zu hangen und alle reckeden de Hälse und kieken dahin. Da steigt die Düvel echte. Meine, nu schupp mi doch nicht so, ich sind bange für dat Dier. Aufgepasst, reibt Steffen, de Vorhang geht los. Damit nahm er dat fürdeste Laken weg. Keines Jaureiten de Möes, kiek, de steht sit für und de Kopf echte. Wunne öwe Wunne. Lache de Schuldebüste. Wat n Witz! Dat Dier steht einfach für Gatt in Stall, mit n Kopf noch der Wand. Doch haft dat in Lachen und Ropen und Schimpfen. Jo, mit n Kopf noch der Wand. Her, wo's anschmiert. Wie willt ose Geld wie hem? Ruht mit ose Pennige. So reipen de Möes. Und die Jungens schreien, wenigstens Fried trinken. Allo, wo gibt dat hier wat zu supen? Bin Pütt, reibt Steffen. Ganz echten Pumpenheimer und Fried trinken für alle Mann, aber besupt ju nicht. Doch kommt das Spektakel erst recht los und wecke de wohlen Steffen wat ob Jack hier. Ruhe, ein Wort zur Obklärung. Nu vertalt Steffen von de Wette und dat dat Geld für einen guten Zweck sein soll und dat de Schulde Büste dein Markte bidon muss. De dein Mark saste hem, reibt Schulde Büste. Dat Ding ist gut. Hier, Junge, wat bist du ein Herrgottsfechte? Weil trotzdem sie ne 5 Pennige Trüge hemmen will, sagt Steffen, die kann sie wie in Empfang nehmen. Und damit genehen wat Schlechts denkt, hielt wir die Sammlung den Vorsitzenden von den Fachgemeinderat, der ist ja auch hier. Die kann das Geld noch ein paar Stor bringen, dann heft die auch noch Pläsier ob Kirmes. Wer will sie Geld nur Trüge hemmen? Beholt men, reiten sie von alles hieten. Bloß 2 olle Möhn, die zusammen 3 Tierne in Kieven han, die wollen sich gleich Kaffeebauen dafür kaufen und förderten ihre 5 Pennige trüch. Aber de kein Molte Morte, denn de Grummelske betügede, so hall es se kon, dat alle beiden Kinn helle in de Kipplecht han. Und etwas so up und dran, dann hätten die beiden Möhn wat oben Buckel kriegen. Sie mögen se grau uten Stoff. Ja, sagt Drücke Möhne, de sich du lässt auch so sinnig in von ha. Ein Uhlenspiegel bist du und bliffst du, Steffen. Aber dat lot ich mir noch gefallen. Da sind wenigstens Resultatechte. Gott helfe you.